Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wie ihr im Titel lesen könnt oder im Thumbnail gesehen habt, es geht heute um Kleider. Denn eines Morgens bin ich aufgewacht, habe in den Kasten geschaut und gemerkt, yo, meine Kleider sind verdammt langweilig. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich eigentlich meine Kleider selber irgendwie wilder machen oder einfach ein bisschen spannender gestalten, weiß auch nicht. Und dann habe ich ein paar Leute angerufen, ob sie mir vielleicht dabei können, ein bisschen helfen, meine Kleider ein bisschen spannender zu machen. Das klingt verdammt dumm, aber es ist eigentlich mega geil so. Auf jeden Fall habe ich dann mit der Anja telefoniert, ob sie Lust hat, um unsere Schuhe anzumalen. Und dann habe ich noch mit jemandem telefoniert, ob es echt möglich wäre, dass ich zum Beispiel meinen Pulli oder irgendwie meine Jacke oder so bedrucken könnte. Ihr seht das heute alles in diesem Video, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, ich filme es mal. Vielleicht inspiriert es euch ja, dass ihr auch mal irgendwie eure Kleider nicht so 0815 gestalten. Also ich würde sagen, wir sehen uns dann am Schluss des Videos nochmal. Dann zeige ich euch alle Ergebnisse, wie das rausgekommen ist und ob es überhaupt gut geworden ist. Dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit dem Video. Wir haben dann zuerst den ganzen Boden mit Zeitung ausgelegt, dass es natürlich nicht am Boden geht, also ist eigentlich klar. Dann haben wir angefangen, unsere Schuhe mit Klebstreifen abzukleben. Die Anja hat für das wieder mal 3000 Jahre gebraucht und ich bin dann schon lange am Malen gesehen. Ich bin dann auf jeden Fall an die zweite Schicht gekommen. Dann hat es die Anja auch geschafft, endlich, wirklich endlich, ihre Schuhe fertig abzukleben. Auf jeden Fall, dass ihr das auch nochmal kurz versteht. Ich male Schuhe von mir an und eine von der Anja. Und Anja malt Schuhe von mir an und ich eine von der Anja. Dass eigentlich sie noch mit meinem hässlichen Schuh muss rumlaufen, die ich ihr angemalt habe. Es ergibt auf jeden Fall Sinn. Ihr seht wahrscheinlich, ich habe den Hintergrund mit Gelb gemalt. Das liegt daran, dass ich möchte etwas mit Among Us machen und dann das Gefühl hatte, Gelb passt am besten zu einem roten Männchen, weil das ist ja eigentlich auch so der Hintergrund von Among Us. Und das Problem ist jetzt, wir sind immer noch nicht, im jetzigen Zeitpunkt sind wir immer noch nicht fertig mit diesen Schuhen. Das heisst, ihr seht die Schuhe gar nicht im Video. Ihr müsst jetzt auf Instagram gehen und meinen Instagram-Post abchecken, der in ein paar Tagen kommt. Oder in meiner Instagram-Story anschauen, wie genau die Schuhe aussehen. Und falls das Bild dann schon zu lang online ist und ihr keine Lust habt, um das zu suchen, ist in der Videobeschreibung nochmal ein Link dazu und dann könnt ihr das dann auch anschauen. Das war jetzt eigentlich der ganze Part von den Schuhen, weil, wie gesagt, das Video muss diese Woche online kommen und wir haben einfach keine Zeit mehr, um noch mehr daran zu arbeiten. Das heisst, falls es euch überhaupt interessiert, wie die Schuhe aussehen oder was es am Schluss überhaupt noch Worte ist, dann könnt ihr jetzt auf Instagram gehen, ist in der Videobeschreibung verlinkt und dort seht ihr dann die ganzen Schuhe. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr mir doch auch noch auf Instagram folgen. Ich meine, schadet niemandem. So, und um jetzt noch meine Pullis machen, die besticken und wie wir das genau machen, das seht ihr jetzt in diesem Clip. So, das ist in Fall jetzt mein zweiter cringy Part, den ich in diesem Video im Hintergrund hinter dem Mikrofon einsprechen. Ist auf jeden Fall richtig geil. Ihr seht hier gerade zwei wunderschöne Menschen an einem Laptop sitzen und die Weite vom Internet durchsuchen. Nachdem ich dann endlich ein Motiv gefunden habe für meinen Pulli, wie ihr im Hintergrund jetzt dann gerade sehen könnt, ist es der Donald Duck geworden. Haben wir das noch ins Programm rein tun, alles schön bearbeitet, dass es auch in den Pulli reinpasst, wie groß das soll sein. Auf jeden Fall haben wir dann wirklich alles Mögliche angeschaut, dass das auch passt. Und als wir das dann hatten, haben wir das dann noch mit zwei anderen Motiven gemacht. Eine ist noch mit einer anderen Ente und eine ist noch das Tic-Tac-Toe-Muster. Wo wir dann mit den anderen zwei Mustern auch alles richtig eingestellt haben und fertig sind eigentlich dann mit allem am Computer, sind wir zu der Stickmaschine gegangen, haben dort auch nochmal alles eingestellt und dann haben wir auch versticken. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade einen Zeitraffer, wie meine Pullis bestickt werden. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare oder mir auf Instagram, wie ihr die findet oder was ihr anders gemacht hättet und was ihr für ein Motiv genommen hättet. Ich hoffe, das Video ist nicht allzu langweilig, weil ich mache das eigentlich nur, weil ich die Woche keine andere Idee hatte und das sowieso gemacht habe. Dann habe ich halt gedacht, ich filme es gerade, es ist vielleicht noch spannend, vielleicht inspiriert es jemand von euch. Und ihr macht auch mal eigene Kleider oder malt eure Schuhe an. Dann möchte ich noch Danke sagen an meinen Papi, dass ich die Kleider bedrucken durfte. Und an Tanja, dass sie mir geholfen hat, Schuhe zu malen und dass wir jetzt halt mit diesen Schuhen rumlaufen können. Falls ihr das alles sehen wollt, geht auf Instagram und abonniert einfach mal auf Instagram. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt der Post. So, das ist es jetzt gesehen mit dem Part vom Sticken. Ich würde sagen, ich zeige euch die Kleider einfach nochmal vor der Kamera. So, herzlich willkommen nochmal vor der Kamera. Ja, ihr habt jetzt gerade
komischste Video gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt noch zuschaut. Nächste Woche kommt wieder ein besseres. Aber ich zeige euch jetzt noch kurz die Kleider. Als erstes habe ich hier meinen Snipes Pulli. Das ist einfach so ein ganz normaler 0815 Snipes Pulli, den eigentlich jeder daheim hat. Der hat hier hinten drauf jetzt halt so ein geiles Tic-Tac-Toe-Muster. Warum Tic-Tac-Toe? Ey, ich fühle es einfach. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach geil. Dann habe ich hier noch meine Jeansjacke. Das ist eigentlich auch eine ganz normale Jeansjacke. Hier hinten drauf habe ich aber den Dagobert gemacht. Der Typ ist einfach Legende, deswegen habe ich den da drauf gemacht. So sieht das jetzt etwa aus. Gar nicht, man kennt es wahrscheinlich absolut nicht. Ihr müsst halt einfach auf Instagram vorbeischauen. Dort kommen dann irgendwann in 3 Jahren Bilder von diesen Kleidern. Vielleicht, irgendwann. Und dann noch ganz am Schluss mein Carhartt-Pulli. Also gar nicht, jeder sollte die Marke kennen. Wenn nicht, bist du einfach absolut lost. Hier hinten drauf habe ich auch einen Donald Duck gemacht. Irgendwie so etwas. Ja, das sind eigentlich alle meine Kleider gewesen. Ich finde, sie sind jetzt 20 Mal wilder als vorher. Ich finde, ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben. Falls euch interessiert, warum meine Haare so scheiße aussehen, abonniert den Kanal, schaut die nächsten Videos, dann wisst ihr das. Macht eure Kleider auch wilder, schickt mir ein Bild davon auf Instagram und wir sind absolut im wilden Kleiderclub. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Der machen wir Holunderblütensirup, Holunderblütensirup. Wir brauchen jetzt Holunderblütensirup, Holunderblütensirup, Holunderblütensirup. Ne, sorry, Digga, ich kann es wieder von den Anstieg. Cringe as fuck, let's go.